Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir sind gerade ein paar von diesen komischen Larven am Ausrotten, weil wir brauchen irgendwie Scheiben Aaswurmfleisch. Also wir schneiden dir irgendein Stückchen Fleisch raus. Und ich würde sagen, wir machen doch einfach mal gerade dort weiter, wo wir dort beim letzten Mal stehen geblieben sind. Danach haben wir ja da oben noch Crest Braumanns Wickel. Und unten haben wir noch eine zum Abgeben, die Bruderschaft des Lichts. Okidok, das sollten wir eigentlich gut anbekommen. Sind bis jetzt keine herausfordernde Quests an dieser Stelle und die geben ja recht gut Fleisch ab. Da kann ich mich nicht beklagen. Und das Einzige, was ich sicher mal noch vorhabe, ist, ich würde gerne mal noch meine Begleiter kämpfen lassen. Also wieder mal ein Wildtierkämpfchen. Und sie versuchen ein bisschen mitzuleveln, außer sie sterben schon die ganze Zeit, wie es jetzt momentan schon die ganze Zeit läuft, wenn ich versuche, ein Haustierkämpfchen zu machen. Weil irgendwie habe ich das so verpasst in der letzten Welt, also in der Geisterland hätte ich viel mehr Haustierkämpfe machen, in dem Fall eigentlich, dass ich wenigstens einigermaßen gut gegen die ankomme. Wer auch nicht, das will ich gar kennen, das ist einfach eine normale kleine Fledermaus Stufe 1. Die schwebt also vorbei, als gäbe es nichts. Wo ist sie jetzt an? Sie verschwindet einfach. Mysteriös. So, da haben wir nämlich die Quest schon mal beieinander und ich würde jetzt sagen, wir machen uns eher auf zur Braumanns Wickel. Dann könnten wir gerade die zwei Quests abgeben und wenn wir Glück haben, werden wir dann gerade runtergeschickt, um weiterhin da unten Quests zu machen. Da unten gibt es glaube ich kein weiteres Land, bedeutungsweise da geht es dann nicht weiter, sondern nur noch da oben oder so. Ja, das kommt schon gut, das kommt schon gut. Das kommt schon gut. Machen wir doch das mal ganz kurz. Also, einmal übers Wasser rein. Ja, hallo? Jetzt hat er angefangen zu sinken. Ich wollte eigentlich gerade sagen, das Reittier sinkt doch immer ein bisschen ab, während man ins Wasser reingeht. So, Braumanns Wickel, wo befindest du dich? Wir sollten da eigentlich ganz in der Nähe sein, wir müssen da einmal um den Teich rum, alle zusammen. Einmal um den Teich rum, wir sind sogar Level 120. Mit 346'000 Leben. Lecco mio. Ich glaube, da müsste ich einmal ganz kurz mit einem anderen Charakter noch vorbeischauen, um denen eins auf den Keks zu hauen. So, dann sollte sich da irgendwo Braumanns Wickel befinden. Ich will gar nicht mal davon aus, dass sich das irgendwie da drinnen befindet. Gut, jetzt müssen wir zuerst mal schauen, dass wir da einer nach dem anderen aus dem Weg räumen, dass wir dann auch gemütlich in das Häuschen reinschauen können. Schön, dass die sich da gerade wenigstens draus halten. Ah, die hat so einen komischen Schrei auflagen, damit sie alle verscheucht. Solange kein Glas in der Gegend ist, sonst würde das nämlich auch noch einwandfrei kaputt gehen. So! Wisst ihr was? Ich lasse mal meine Drachenvolker machen. Und gehe in dieser Zeit mal schauen, ob sich das da drinnen befindet. Braumanns Wickel! Braumanns Wickel, Braumanns Wickel. Was soll ich eigentlich darunter verstehen, der Braumanns Wickel? Das ist noch das Lustige. Okay. Ah, das ist sogar der Typ da. Das Viechli da hat Braumanns Wickel. Stefan Baumann! Braumann! Okay, alles klar, das heisst, du bist die verstorbene Leiche von Stefan Braumann. Das habe ich jetzt an dieser Stelle gar nicht geschnallt. Das bedeutet für mich, dann tun wir dich ganz kurz schon ausschalten. Ich habe gemeint, das ist sogar ein ganz normales Viechli da. Ein stinknormalen Untoten, der es einfach auf den Keks geht. Würde ich sagen, haben wir gerade den nächsten noch zum Ausschalten. Und dann haben wir die Quest nämlich auch schon einwandfrei erledigt und können die zwei nämlich abgeben. In der Hoffnung, dass wir unten dran können weiter questen. So noch. Ah, wir sind da auch bei Braumanns Mühle. Gut, das kann man auch nicht mehr Mühle nennen, von dem ist auch nicht mehr wirklich viel Führung. Ich brauche ein Ziel. Ein riesen Pilz da unten wieder. So, weil eigentlich hätte ich jetzt mal unsere Camouflage probieren. Ich weiss nicht warum, das Wort sagt mir die ganze Zeit etwas. Aber ich kann nicht sagen, woher. Camouflage, ist das von die Unglaublichen? Die Strich, meine die vier da. Die Familie, die... Ich glaube, ich wüsste, was ich meine. So, wir hätten da etwas... Ja, wir nehmen direkt den Schmuck da entgegen. Ich glaube, das habe ich schon in der letzten Folge gesagt. Weil der würde uns natürlich gerade kritischer Schaden wieder geben. Und dort haben wir ja noch gar keinen einzigen Gegenstand. Die Quest war, glaube ich, innen durch von dieser Kapelle gewesen. Da täusche ich mich jetzt gerade. Nein, in dem Fall außerhalb von der Kapelle. Ah, da unten. Da unten sehe ich sie auch schon. Beim lieben Smokey. Smokey. Larue. Der raucht sicher nicht bei dir mal gerne eins. So, dann haben wir die Quest erledigt. Dann würden wir es nämlich direkt runterführen. Und dann haben wir keine weitere Quest, soweit ich gesehen habe, vorhanden. Beutel haben wir noch genug Platz. Jawohl. Steht jetzt ganz kurz, dann müssen wir schnell etwas Kleines verkäufeln. Dann würde ich sagen, machen wir uns... Oh, bleib ich einfach an dem huren Ding stecken? Geht's eigentlich noch? So. Machen wir uns auf den Weg. Gerade mal einmal komplett geradeaus da drüber. Dann können wir ja noch ein bisschen die Landschaft beobachten. Ja, Sali, du. Die Argentümer, du bist ein Verkäufer. Was hast du denn im Angebot? Pilz. Wasser, Pilz und Mana und noch etwas Kleines zu fressen. Ja, nichts für uns, nichts für uns. Ah, doch, warte mal ganz kurz.
12 Plätze. Wir haben bis jetzt einen 10er, einen 8er, einen 8er und einen 6er. Wir könnten jetzt ganz kurz überlegen, ob wir da einen 12 Plätze kaufen, weil wir hätten ja wirklich genug Goldvorrat. Komm, ich kaufe von dem gerade mal 2. Jetzt muss ich aber schauen, gell? Ich kann das jetzt irgendwie nicht wechseln. Das wäre ja die komplette Reihe da, das heisst, das muss ich jetzt alles da abnehmen. Ah, das ist doch so eine komplizierte Sache so. Dann sollte ich der sitzen können, jawohl. Und dann haben wir da noch 8 Plätze und 6 Plätze. Welche 6 sind das? Die 6 gerade da unten. Dann müssen wir die jetzt hier schnell da raufschaufeln. So, und wo habe ich jetzt den Beutel? Da haben wir ihn. Tada! Und dann haben wir da nämlich auch schon wieder bei Platz zur Verfügung. Ah, das wäre sogar ein 10 Plätze gewesen da. Dann tun wir aber lieber einen 8 Plätze noch für Hühner. Dann haben wir gerade wieder 2 Plätze mehr eigentlich im Großen und Ganzen. Jetzt muss ich aber noch mal schauen, dass ich da... Ja, das wäre gerade die da. Dann müssen wir da einfach... Zack, 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 zack. Und dann sollte ich eigentlich den 10 Plätze hier gegen den 8er austauschen. So, und jetzt geht unser Inventar nämlich auch schon 10 Mal grösser aus. Jetzt haben wir auch schon 21 Plätze und statt 14. Also wir haben recht gut Platz durch das bekommen. Ich schaufel jetzt einfach mal alles ein bisschen runter da noch. Dass wenigstens ein bisschen Ordnung herrscht. Nicht wirklich viel, aber wenigstens ein bisschen. So, dann wissen wir nämlich auch, da kommen die neuen Gegenstände rein. Dann sage ich natürlich auch nicht, nein, jetzt hätte ich in dieser Zeit wenigstens gerade schon mal laufen, gell, ich hure Löli wieder. Oh Mann. So, la. Hey Leute, eine lustige Geschichte an dieser Stelle. Also eine lustige Geschichte. Ich habe mir gestern volle Pulle meinen Kopf angestoßen. Am Fenster. Ich schlafe unter meinem Bett, genau unter dem Fenster. Und irgendwie bin ich hure scheiter verwacht und habe mir genau den Grimm volle Pulle am Fenster angeschlagen. Jetzt habe ich da hinten oben so ein Loch im Kopf. Die im Spital haben dann schon gemeint. Also ich habe dann angerufen, ob ich kommen soll, weil es ist wirklich alles noch Blut geflossen. Habe es dann etwa 10 Minuten lang mit der Duschhaube abtauschen, damit alles Blut runterkommt und so. Das ganze Bett war auch voll Blut. Die haben dann schon gemeint, hey, du solltest im Fall schon ins Spital gehen. Und ich habe dann so gefunden, komm, wegen dem kleinen Dings. Solange ich mich auch nicht übergebe oder dass man schlecht ist, ist das ja eigentlich nicht vonnöten. Und daher habe ich dann einfach jetzt das mal so sein lassen. Jetzt habe ich da eine riesen Kruste da hinten oben. Ich hoffe, das gibt keine grosse Narbe. Naja, einfach einmal. Ich gedacht, ich erzähle mir das ganz kurz. Ich habe mir gestern so dermassen den Ring gestoßen. Ich habe wirklich einen mega Kopfweh gehabt. Das muss ich an dieser Stelle schon sagen. Den Kopfweh habe ich übelst artig gehabt. Aber ja, ich bin jetzt natürlich nicht so ein Larifall momentan, sowieso ist ja immer noch Corona angesagt und sondern da, ich wohne ja eher in einem Dörfli und in dem Dörfli haben sie Quarantäne aufgestellt und sind allgemein überfordert. Letztes Mal haben sie Stau gehabt bis zum Bahnhof führen mit Autos, also man kann da wirklich rechnen, etwa so 30 Autos, die angestanden sind, allein mit Notfall reingekommen im Spital rein. Und das ist dann halt schon etwas anderes, wenn man das so anschauen. Und darum habe ich dann gefunden, nein, jetzt gehe ich nicht wegen dem Larifari schnell drüber. Ich habe jetzt gemerkt, sie haben gesagt, innerhalb von 6 Stunden, wenn es nicht aufhört zu blüten und eben, wenn ich mich übergeben müsste, dann sollte ich halt noch schnell vorbei. Aber soweit geht es mir eigentlich wieder gut. Eben, da ich merke es halt noch, es tut noch recht weh, da ist etwa so ein Wündeli da, so etwa. Aber ich überlebe es. Oder Hans überlebt, sagen wir es so. Und dann hat es jetzt den gefangen, ich habe genau das Umgekehrte wollen. Oh Jesus Maria. Wo ein Löri-Verein da wieder. Heieiei. So, dann kümmern wir uns um die scharlachrote Kreuzfarbe. Wir müssen 10 von denen erledigen, das habe ich gar nicht vorgelesen. Ich bin so beschäftigt, damit wieder zu labern und einfach vorwärts zu machen. So, dann haben wir nämlich schon mal 5 von 10 von denen erledigt. Dann gibt es, glaube ich, sogar ein Dungeon von der scharlachroten Dings. Gebäude da. Zeig mal, das kann ich dir gerade mal schnell nachschauen. Spezifische Dungeons. Es gibt irgendein Dungeon, das heisst Scharlach. Das scharlachrote Kloster und die scharlachrote Hallen, genau. Habe ich also gewusst, es gibt ein Dungeon von dem. Das kenne ich gar noch von einem. Und was ich noch herausgefunden habe, wir haben ja mal unterwegs so einen Vulpera entdeckt. Vulpera sind eine komplett neue Klasse, die man aber muss freischalten in WoW. Also ich muss eine bestimmte Quest erreichen und ehrfürchtig werden mit dem Volk und so. Das sind so ganz kleine Mannöckeli, so in Gestalt von Wölfli. Mega herzig, das bin ich jetzt gerade momentan auf einem anderen Charakter am Freischalten, ganz ehrlich. Werde ich mir wahrscheinlich dann auch nochmal einen aufzocken. Wenn ihr Interesse hättet, aber ich glaube es eher weniger, weil es ist halt auch nicht gerade das Wahre, einem WoW zuschauen im Let's Play. Ist ja auch nicht gerade immer das Geilste. Momentan spiele ich ja gerade 2 Spiele, Hollow Knight und WoW. Hollow Knight ist ein mega cooles Spiel, wirklich ein mega cooles Spiel. Haut einfach mit dem Zepter oben drauf, wenigstens mal 7 benutzen oder so. Aber er haut da richtig so Gedankenschlag. Das hat mir jetzt gerade wirklich weh gemacht. So, da ist auch das Reittier gerade noch gestorben, das können wir gerade wiederbeleben. Hä? Jetzt ist aber der Questgeber irgendwie da raufgegangen. Ah, okay, alles klar. Ja,
spiele ja momentan ein bisschen Hollow Knight. Ich weiss nicht, ob das interessant ist, wenn ich jetzt da gerade nochmal einen neuen Charakter anfange und auch aus dem nochmal ein Let's Play mache. Wenn dann eher, wenn er Level 20 ist oder wenn ich ihn komplett aufgezockt habe, dann kann ich nur ganz kurz einen Einblick zeigen, wie ich das gemacht habe. Was ist jetzt los? Packst du wieder? So. Da haben wir wieder 2 Quests zum Abgehen und schon etwas zu machen. Jetzt könnten wir doch eigentlich... Soll ich mal Camouflage probieren? Es würde mich eben schon auf eine gewisse Art grausam interessieren. Ah, wir sind hier den Weg am Freikämpfen. Wir sind die scharlachroten Leute langsam aus dem Weg am Raum. Da haben wir leeren 11 Krieger. Wir würden dich besiegen in einem Duell, das sage ich dir jetzt schon. Ui, 4 Quests! Oh, ich habe es gar nicht vorgelesen wieder. Eieiei. Findet Gidwin Goldskopf in einem nützlichen Pistol. Nein, das ist jetzt nicht die, sondern die da, glaubst du. Jawohl. Erbeutet den Purpurbeer Lihana Strang, das Tuch der Uther und Gavindra Siegel. Purpureber Lina Strange, Tuch des Uther und Gavindra Siegel müssen wir suchen. Okay, alles klar, dann nehmen wir den Sonderwirker. Tötet Maut aus dem Zornwirker. So sieht der etwa aus, da können wir dann auch mal ein bisschen drehen, dass wir ihn von hinten sehen. Also der erste hat gar keins. Ein paar Zäckchen auf dem Kopf. Oh, jetzt habe ich es abgelehnt. Hey, was ist los? So, der Jäger. Da haben wir nochmal eine Quest. Tötet Jäger Leopold. So sieht der aus, das sollten wir eigentlich gut finden. Und tötet die scharlachrote Kommandantin Marianne. Marianne, da können wir noch einen besseren Kopf dazu. Über Kettenkopf für 4 Rüstung, 4 Beweglichkeit und 5 Ausdauer und 7 kritische Trefferwerke am Weg, was eigentlich uns nicht großartig müsste stören, weil wir gerade momentan einen Gegenstand bekommen haben. Wo sich das Ganze wieder aufhebt, dann hätten wir trotzdem noch Plus. Ich gehe jetzt ganz kurz schon schnell die Quest rein abgeben, in der Hoffnung, dass er nochmal gerade eine Quest zusätzlich für uns hat in dem Gebiet. Es wäre halt blöd, wenn wir da komplett rumquesten und der gibt uns nochmal eine. Quest abgeben und wie ich es mir gedacht habe. Öffnet die Argentumer-Portal im Bibliotheksflügel und der Halle der Waffen in der Abtei in Tiris Hand. Und der Assassine, nochmal einer zum Töten. Tötet Rohan, der Assassine, im Glockenturm der Abtei in Tiris Hand. Da würden wir noch einen neuen Schmuck bekommen. Schmuck besitzen wir ja noch nicht wirklich. Wie man sieht, haben wir da noch einen Platz frei. Das heisst, für uns würde es nur zusätzliches Plus geben. Dann würden wir viel schneller schiessen. Die befinden sich, wie es aussieht, alle in dem Teil hier rein. Und in dem Teil hier rein. Das ist halt die Frage. Komm, ich kümmere mich zuerst um das hier rein. Ich habe jetzt eher Lust auf die Quest da. So. Außerhalb befindet sich auch gar nicht. Nein, die sind alle wirklich verteilt so in diesen... Oh. Okay. Ich liebe so einen Song. So epische. Da haben wir das Argentümer-Portal. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn wir da drauf... Ja, genau. So, dann haben wir das geschlossen. Oder aufgemacht, eins von beiden. Das kann ich jetzt nicht einmal beurteilen. Das haben wir gemacht, aber da vorne taucht niemand auf. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen zuerst die 2 Portale schließen, dann taucht in der Mitte irgendjemand auf. Da geht es nicht weiter. Dann kommen wir komplett auf der anderen Seite mal durch. Jodlitti, der Schweizer ist da. Machen wir auf dem Weg. So. Ich würde sagen, das wäre dann auf dieser Seite. Bibliotheksflügel. Ah, da greift das gerade einen an. Den ignorieren wir jetzt, stimmt's frech. Ich muss zuerst etwas anbieten. Wir können ja eigentlich auf dem Weg. Wir können ja auf dem Weg töten. Ah, hat sie uns ein Visier genommen. So. Dann löschen wir das noch ganz kurz aus da. Komm, helft mir gerade da, nicht dumm rumstehen. Die Ritter stehen jetzt da komisch rum, schauen mir zu, wie ich den noch auslösche. Sonst wird die nicht auch langweilig den ganzen Tag. So, dann haben wir gerade einen neuen Bogen bekommen, den können wir noch ganz kurz schnell anschauen. Nein, der bringt uns nicht wirklich viel mehr. Würde ich sagen, gehen wir da mal langsam mit Mitte rein. Jetzt könnte es eigentlich gut möglich sein, dass da etwas auftaucht in der Haupthalle rein. Ich fühle mich gerade ein bisschen verloren. Okay, es kann natürlich auch sein, dass wir da durch müssen. Eine Stufe gegen rauf. Könnte noch gut möglich sein, dann schauen wir uns das mal an. Nein, scharlachrote Dings, hoi du. Das mit 2 Schwertern. Das ist natürlich ganz geil. Also, wenn ich jetzt einen Krieger würde spielen, dann auch mit 2 Schwertern. Tank spiele ich allgemein nie. Jetzt müssen wir gerade hier oben schnell schauen. Da oben sollte sich jetzt irgendwo... So, dann machen wir das halt gerade schon als Zweite. Voilà. Die Drachenfolge tanken das gut an, so können wir gerade beide unsere Quests beenden. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, du machst noch recht wenig Schaden oder wir müssten die Quest sogar noch das Zweite erledigen. Hat da irgendetwas gestanden von das Zweite? Nein. Das hätten wir auch locker allein gemacht. GZ. Wenn er schon Stufen aufsteht hat, dann wünschen wir ihm auch viel Glück. GZ heisst herzlichen Glückwunsch, blöd gesagt, oder man schreibt GW oder GZ.
Ich schreibe hauptsächlich GW eigentlich, GZ sehr seltener. Ich weiß aber gar nicht, ob er das lesen kann, weil er ist glaube ich gar nicht von unserem Volk. Wenn jemand vom anderen Volk schreibt, tut das glaube ich gar nicht anzeigen. Warte, du bist ein Lehrenelf. Was ist jetzt ein Lehrenelf? Die habe ich auch nicht gesehen, das wird wahrscheinlich das gleiche sein wie mit der Vulpera, dass man die muss freischalten muss. Aber eben, sobald das Volk gegen uns ist, die verstehen unsere Sprache nicht. Bedeutungsweise, wenn ich etwas in den Chat hineinschreibe, kann es sein, dass dort dann irgendwie einfach nur Ausrufezeichen, Fragezeichen stehen. So, Level Up! Stufe 47. Wo ist mein Glückwunsch? Hallo zusammen. Wir haben ein neues Dungeon freigeschaltet und da kommen wir ja gerade unser Uhrli über und dann noch eine Quest, mit dem wir einfach mit jemandem reden, und zwar der Person da vorne. Darum lese ich die jetzt im Großen und Ganzen nicht vor. Das müssen wir da noch ganz kurz aufmachen. Dann können wir die noch ganz kurz schnell ausrüsten lassen. Jetzt haben wir noch einiges mehr an Tempo erhalten. Das sage ich natürlich auch nicht. Nein! So, dann haben wir die erledigt. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf in das Gebäude rein, nochmal das gleiche Spiel von vorn. Einmal komplett ausrotten, ein paar Böse besiegen. Bringen wir gut an, bringen wir gut an. So, la. Oh, da haben wir gerade nochmal 2. Ich brauche ein Ziel. Ich kann die irgendwie gerade nicht visieren. So, jetzt. So, la. Dann next. Kommt gut. Nein, musst du gar nicht versuchen zu heilen. Heiliges Licht ist ein Self-Heal, wo man kann auf uns oder auf Gegner brauchen kann. Wir benutzen hauptsächlich eigentlich Paladine, die Fähigkeit. Ja, dann machen wir direkt einmal Sola. Oh, meine Drachenfalken sterben. Ich hoffe, wenn es nicht spät geheilt. Probiere die Fähigkeit dann mal. Nein, die macht mir jetzt viel zu wenig Schaden. Der Mehrfachschuss macht mir wirklich viel zu wenig Schaden. Den brauche ich einfach sowas von nicht gern. Ich brauche Schaden, ich brauche Action. Ich brauche da nicht 47 Schäden, wenn ich 160 einmachen kann, weil das ist etwa 3-mal so viel. In meinen Augen lohnt sich denn das erst, wenn man in dem Fall wenn etwa 5, 6 Gegner aufs Mal da stehen. Aber das haben wir momentan nie. Also sehr selten. Eher in einem Dungeon halt, aber ich bin nicht so der Dungeon-Fan, ich bin eher der Meinung, mit Quests komplett durch. Ich habe keine Ahnung, wo ich durchlaufe. Wir sagen, wir laufen einfach mal blind drauf los und wir finden da schon einen Weg. Aber da verdienen wir gute XP, wie ich gesehen habe. Komm an. So, la. Schauen wir zuerst mal da oben rein. Ah, da hätten wir gerade den scharlachroten Kommandant gefunden. Jetzt sind wir ja da rauf, dann gehen wir dann da ab und hoffen, dass wir dann einfach weitere Sachen finden. So, wie viel Leben hast du? 3000? Ah, das ist ja ein Kinderspiel. Ein absolutes Kinderspiel. Aber wie ich gesehen habe, können wir Camouflage nicht im Kampf einsetzen. Das habe ich natürlich auch nicht gewusst. Ich habe gemeint, das könnte man jetzt nicht im Kampf einsetzen. Ziemlich speziell an dieser Stelle. Komm, leg einfach ab. Und stirb. Sonst zeige ich das. Soll ich mal zeigen, wie es richtig geht? Gut. So, dann haben wir das erledigt. Hat es da gerade noch irgendetwas, was wir einsammeln müssen? Nicht wirklich. He? Dann machen wir uns auf dem anderen Weg lieber wieder auf den Abwärtsweg. Vielleicht finden wir dann dort auch noch die restlichen Sachen. Da ist ein Türmchen, das aufwärts geht. Komm, wir schauen uns jetzt mal da durch an. Muss ich recht Orientierung behalten, wo wir jetzt etwa genau sind. Mal, come on. Nice. Schon gut, haben wir noch unseren Beutel erweitert, dass wir noch ein paar Sachen einsammeln können, oder? Oder? So, da haben wir den Jäger Leopold getötet. Für dich haben wir ja auch noch eine wunderschöne Quest. Oh, du nervst. So, bei dem würde sich jetzt das lohnen, oder? Der Mehrfachschuss. Dann kann man die kleinen Viechchen rundherum auch gerade mittöten. So, Jäger Leopold hat keine Chance gegen unsere Jäger. Wir sind irgendwie noch vergiftet von ihm und darum langsam unterwegs. Wir können schneller laufen. So, jetzt da. So, dann machen wir uns wieder auf den Weg auf der anderen Seite abwärts in dem Fall. Aber da kommen wir irgendwie nicht runter. Okay. Wir müssen den Seitenachsel wieder machen. Nochmal einmal zurück. Oh mein Gott, muss ich mich orientieren. Ich muss mich konzentrieren, wo wir uns genau befinden und wo wir gewesen sind.
Dass ich da weiss, so, dort können sie, dort können sie, das immer schon gewesen. Also sonst müssen wir die ganze Zeit Gegner töten. Gut, das stört mich auch nicht, es gibt gut XP und ein bisschen Gold. Und dann gehen wir in dem Fall da das Türmchen wieder runter. Da war schon der Kommandant gewesen. Da ist der Kommandant, bedeutungsweise wir gehen da durch. Ja, hallo? Wenn wir zuerst den oberen Stock am besten erkunden, kommen wir durchsuchen zuerst den oberen Stock. Aber da geht es wieder zum Kommandant. Auf dieser Seite sind wir da schon gewesen. Ja, jetzt fängt es schon an, ich habe es mir genau gedacht. Orientierung sind gleich 0 Grad. Aber wir versuchen jetzt einmal, etwas anderes bleibt das fast nicht übrig. Ich brauche ein Ziel. Come on. Ich kann nicht versuchen heilen. Stirb einfach vor dich an. Bis jetzt läuft das nicht schlecht. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Jawohl. Solo. Wo sind wir jetzt wieder? Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin eindeutig zu sehr verwirrt gerade. Da einer hat es gar nichts, dann gehen wir da wieder runter. Ist dort der Jäger gewesen und ich habe den Weg nicht gesehen vorher. Aber hat es ja keinen weiteren Weg. Ich komme jetzt einfach mal da stinkfrech runter. In das Lager rein. Oh, da haben wir ein Kistchen. Ah, da haben wir gerade etwas gefunden. Nice, wir haben ein Siegel gefunden vom Ramponit, oder wie das soll genau heißen. Aber wir sind da eigentlich wieder am Ausgang, wenn ich das richtig sehe. Oh Mann, hey. Mathus, der ist unter uns. Das heisst, wir sollten schauen, dass wir unter uns kommen. Irgendwo da haben wir einen Keller. Da wäre das nächste Monster, das wir besiegen müssen. Der nächste von der Matthaus und Zornwirker, der steht in dem Fall, wie es aussieht, auf der hat einen recht krassen Fetisch, wenn wir das so anschauen. Mit ein bisschen Streckbank oder in die Dinge rein. Ich lasse jetzt mal so, es sieht nicht danach aus, wie es ist. Ja, 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 ja. Ich habe kein Ziel. Was hat denn der da für Werkzeuge da auf dem Tisch? Einfach eine Strickzange, boah. Lebern, da ist er irgendetwas am machen. Oh Mann, nur Psychopath muss rum. So, da unten haben wir nichts mehr zu finden. Jetzt haben wir noch 2 Sachen, die wir erledigen in dem Häuschen drin. Also in dem Schlüssel. Die Frage ist jetzt einfach, wo sich die Sachen befinden. Ich versuche es jetzt nochmal da oben. Ober uns sollte das nämlich sein, was wir suchen. Oder auch nicht. Nein. Den haben wir schon, das ist der Jäger wieder. Mann. Muss das ziemlich gut bei der Sache bleiben. Wo stecken wir? Weiter runter kommen wir eben nicht. Das ist das andere. Das heisst, entweder ist es... Okay, ich versuche es jetzt lieber mal so schnell mal auf der untersten Treppe da. Irgendwie da eine. Jawohl, das könnte anhauen. Das könnte anhauen. Das sind mehr, als ich erwartet habe. Das sind einige mehr, als ich erwartet habe. Da müssen wir gut aufpassen. Zuerst etwas anvisieren. So, aufheilen. Ich brauche ein Ziel. Nice. Ah, mir bleibt das gut, Ja, das überleben wir gut. Ja, locker. Das kommt super schmackhaft erledigen wir das. Und wie es aussieht, haben wir da hinten gerade etwas und da vorne etwas. Dann haben wir sogar gerade die ganze Quest erfüllt. Bedeutungsweise, wir haben das ziemlich gut gelöst gerade. Nice. Litanz-Strange haben wir gefunden. Und dann haben wir schon die nächste Kiste, die wir looten können. Purpur-Eber. So, und dann müssen wir uns eigentlich nur noch den Ausgang da freikämpfen. Und dann sind wir schon wieder draußen und dann eigentlich alles erledigt. Nice, gut. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir geben mal alle unsere Quests ab. Braucht ihr etwas?
Und da haben wir noch den Helm abgeben. Und ich komme mir gerade neu über. Meldet euch bei Erzmagerin Angela dos Santos im Tirishan in den östlichen Pestländern. Das wäre dem Fall jetzt die da vorne. Angela. Sally Angela. Hoi hübschi. Alles klar. So, aber an dieser Stelle würde ich sagen, wie es weitergeht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an, wenn es wieder heisst, der Runde WoW mit eurem Schweizer. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge und ciao!